Leute, im letzten Part haben wir wieder was so Geiles geschafft, von dem ich so viel Schiss gehabt habe, aber ich hab's einfach geflasht, die Scheiße, Mann. Im First Try bin ich einfach mega krank wie so ein Speedrun-König zur letzten Redcoin hochgejumpt. Ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben versucht. Das ganze Internet spricht drüber, wie schwierig das ist. Und das war einfach mein First Try. So. Wir starten jetzt damit, dass wir einmal wieder in erster Linie mal durch diese Ringe hier durchschwimmen. Und dann wie bereits in Piratenbucht Panik den Chatstream hier durchstoßen. Diesmal haben wir mehr Erfahrung und wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Yes! Swim through the Chatstream 2! War diesmal wesentlich leichter. Ja, ja. Wir werden besser in dem Game. Ist das geil. Wenn ich kurz erlauben darf. Das zählt nur zu letzter Folge. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einen simplen Stern. Und zwar den... Oh, den Stern, der hier die ganze Zeit so gefährlich in der Nähe war, als wir die roten Sterne letzte Folge, die roten Münzen letzte Folge examen haben. Und jetzt verschwindet die Barriere da. Was sehr gut ist, denn der Plan ist jetzt folgender. Ich möchte zuerst Bowser einen Besuch abstatten. Let's go! Und ich würde sagen, dass wir erstmal ganz gechillt Bowser klatschen, ohne Damage zu kriegen. Und danach gehen wir nur in die Stage und machen unsere Missionen, die wir sonst noch so haben. Wie ihr seht, es ist eine Lava-Welt diesmal. Wie war's hier eigentlich? Ah, Bowser in the Fire Sea. Ja, ja, hier ist es schon sehr, sehr leicht, auf jeden Fall Damage mal zu kassieren. Aber wir wollen ja unser Achievement. Nachdem wir diesen Parcours bestritten haben... Oh, shit! Machen wir nur 2 Achievements hier. Ich hab die Bowser Stages eigentlich schon immer mengen. Die haben eigentlich immer richtig gebockt. Du hast richtig gemerkt, okay, let's go jetzt. Jetzt ist hier ein bisschen epische Fight-Stimmung und so. Ich hab Damage gekriegt. Schade. Dann geh ich mir raus. Okay, jetzt haben wir mich doch dazu entschlossen, Damage zu kriegen. Okay, die Stelle sind doch irgendwie ein bisschen tricky. Wir stellen uns einfach hier an den Rand, da kann nichts passieren. Wir machen einfach langsam. Damit einfach nichts mehr passiert, weil ich kenne mich. Bei den schwierigen Sachen konzentriere ich mich. Und dann passiert mir wieder irgendein Scheiß. I know me. So, und jetzt haben wir also hier beim Bowser. Diesmal nicht durch eine Röhre, sondern durch einen Trichter oder wie immer. Pestering me again, are you, Mario? Can't you see that I'm having a merry little time making mischief with my minions? Now return those stars! My troops in the walls need them! Okay! Bowser hat dann einen Move gelernt, die Plattform ist beweglich und wir müssen schauen, dass wir uns nicht in den Tod stürzen. Und er bewegt sich wesentlich schneller im Kreis und dass der jetzt schon sich porten kann, habe ich nicht gewusst. Lass mal schauen, dass ich den jetzt erwische und kein Damage krieg. Ich hab Damage gekriegt. Ciao! Oh, geil! Ich muss 2 Leben verlieren, damit das zählt. Woo! Ihr merkt, so wie zum Thema Ich kenn mich. Ich kenn mich. Ich habe diese Stelle noch nie so gefährlich angesehen, wirklich. Aber irgendwie brennt's dann doch ganz schön hier. Okay. Aber wir sind durch. Hier machen wir wieder den Safe-Weg. Dass ja nichts passiert. So. Back to Bowser. Hey, reportet sie wieder. Warum er immer der das kann und vor allem er hat sie ja total verlernt. Oh. In kaum anderen Teil hat jemals Bowser irgendwie sich porten können. Boah. Der Kollege kann sprinten. Warum habe ich jetzt dann seinen Schwanz gegrabt?
Voll. Jetzt haben wir ihn. Das war's mit dir. Ja, da haben wir übrigens ganz geil den Input-Delay gesehen übrigens. Ja, wir hätten den hätten wir hitten müssen. So, wo ist denn er? Wir lenken jetzt ganz langsam in der Richtung. Oder vielleicht auch nicht. Ich hab mal die Kanten instant wieder grabben, aber nein. Es darf nicht wahr sein! Pause. Die dritte. Komm jetzt, no damage, du Affe. Mach jetzt nicht so einen Scheiß wie vorher. Er hat mich dreimal gebaitet mit Sprüngen und plötzlich sprintet er los. Ungeil. Weil normalerweise bin ich immer gut ausgewichen, wenn er das gemacht hat. Ja. Huh! Was? Was? Das war ein Bug. Okay. Okay, alles klar. Okay. Wir stecken gut. F dich. Scheiß Delay, Mann. Was ist los, Mann? Einfach weghechten im letzten Moment, das ist das Beste, aber... So, jetzt haben wir einen sicheren gemacht. Die haben sogar in die andere Richtung gedreht. Can it be that I've lost? The power of the stars has failed me this time. Consider this a draw. Next time I'll be in perfect condition. Now, if you want to see your precious princess come to the top of the tower, I'll be waiting. Damit hieß der auch. The Upstairs Adventure. Flawless, du dummer Hund, das hat mir viel zu viel Zeit gekostet. Naja, Leute, ich hätte ja gesagt, wir holen jetzt hier Lifesaver. Aber auch hier, wie in Bowser's Dark World, na, nevermind. Ich würde gerade sagen, wie in Dark World fällt hier ein One-Up. Aber jetzt ist es da. Dann muss man zuerst den zweiten Bowser killen. Vielleicht ist das die Lösung. Das Geile ist, wir müssen jetzt immer Damage less, ey. Und wir sammeln Lifesaver und alle Red Coins. Ja, die darf man nicht vergessen. Zwar die Red Coin hier einfach auf dem Weg. Hier links haben wir gerade schon die dritte gesehen, aber jetzt erstmal hier eine Red Coin. Jetzt müssen wir uns kurz auf den Fahrstuhl stellen und diese Red Coin holen. Das ist ein bisschen tricky, die kann man leicht übersehen. Ist sehr gemein. Und eigentlich auch ein eher Mario 64 untypisches Versteck. So, tatsächlich ist die Stelle eigentlich relativ gemein. Da ist... Hallo? Das ist eigentlich noch nicht der gemeine Part. Jetzt komm. Mach keinen Schmarrn. Genau. Das ist nämlich ein Bully. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja mit denen umzugehen, aber nein! Anscheinend mag das jetzt doch nicht, wenn ich auf ihm drauf springe. Nummer 4, das vierte One-Up. Ja, war hier irgendwo ein Red Coin normalerweise. Ja, da oben. Nummer 6 schon. Nummer 7. Dann nehmen wir einen Treffer in Kauf, ist okay. Nummer 5. Und Nummer 6. Es gibt aber 7. Wie war es, wenn wir vielleicht erst mit den Sternen sammeln? Oder na, das darf sich nicht richtig auffühlen. Warum muss das eigentlich immer passieren? Warum kann das nicht normal funktionieren? Das kann's doch nicht sein, Mann. Ich weiß doch eh nicht, wo das scheiß One-Up spawnt. Alter, du musst einfach nur hier AFK rumstehen und auf einmal entscheidet es und ich hab nicht gewusst, wo. Plötzlich. Die spawnt es da hinten. Ja toll, danke dir für nix mal wieder. Das sagt mir jetzt aber erst mit den Sternen. 69. Und jetzt können wir wieder verrecken gehen. Ach so. Wir kehren quasi das Achievement noch gar nicht machen. Jetzt verstehe ich's. Weil ich muss es erstmal einstellen. Ah, haha. Ja.
bisschen schönreden muss, ey. So, jetzt aber im Schnelldurchlauf. Kleine Green Demon Challenge gefällig. Oh mein Gott. Und jetzt, da ich mal sagen, wir starten vielleicht, wenn das Ding unten ist. Weil dann kann so ein Shit nicht mehr passieren, oder? Ja. Und Instant Egg Summit. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, dass es jetzt nach unten abhaut. Aber ich habe dann doch nur irgendwie Glück gehabt. Und jetzt die beiden letzten One-Ups. Wir haben Lifesaver. Lifesaver Fire. Mhm. Bleibt dabei, der Keller ist immer noch am schwierigsten. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir gehen wieder zu Dada Dogs. Und ich dachte sagen, wir machen einfach ganz normal weiter. Ja, ihr hört's richtig. Wir haben hier Schatzkisten, die wir ja eigentlich auch schon kennen aus dem versunkenen Schiff. Und die werde ich ganz gerne öffnen, wenn es denn genehm ist. Das war falsch und wir sterben. Ja, aber woher soll ich die Reihenfolge auch wissen, ja? Das ist das nächste. Wir können ja wieder mal nur raten. Das letzte Mal... Ja. Es ist ja ziemlich gut gegangen. Aber es gab ja zweimal so in die Chests bereits. Fällt mir gerade auf. Nicht bloß im versunkenen Schiff, sondern immer an dieser Höhle. Aha. Die erste haben wir. Aha. Sollte es 4 geben, ist die in der Mitte die letzte. Ganz sicher. Oder die oben. Ja. Dann machen wir die auf. Nur das letzte Mal habe ich auf die Fresse gekriegt und bin gestorben. Das gefällt mir nicht. Okay, wir haben's. Und wir sind gerade mal davor. Okay. Ja, okay. Oh lol, ready for the final match. Wir haben jetzt schon die 70. Aber noch nicht. Wir müssen erstmal Bowsers Stützpunkt hier unten komplett ausräumen. The Manta Race Reward. Ja, hier schwimmt auch nochmal so ein Manta rum, der solche Ringe verstreut, als wäre er Kettenraucher. Der findet es nur impressive, wenn jemand raucht und so Ringe machen kann. 4 und 5. Danke. Oh nein. Warum seid ihr so? Ach, es ist auch... Da ist er Cheap. Oh, hey, ich komme ganz leicht dahin. Na dann, dankeschön. Collect the Caps. Warte mal. Wo ist denn eigentlich das eine One-Up für Lifesaver? Ich habe Vorahnung. Aber dann darf ich mal sagen, machen wir jetzt mal die 100 Coins. Da wir diese diesmal schon wieder nicht mit den roten Münzen gekoppelt haben, müssen wir das eben jetzt in der letzten Mission machen. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so schlecht, weil dann sehen wir mal ein bisschen mehr von der Welt. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sind so durchgerusht und haben nie so richtig uns umschauen können. Ah, okay. Ich hab mal, da kann vielleicht das One-Up drin sein. Aber nein. In dem Anfangsbereich ist nicht so viel los. Bis auf diese Münzringe hier. Ah ja, übrigens, jetzt hier. Jetzt ist es soweit. Das U-Boot ist verschwunden. Er hat sich praktisch aus seinem Versteck verpisst. Da ist auf einmal ja die Luke auf. Nein! Nein! Echt jetzt? Wir kämen den Burggraben wieder raus. Und in diese Richtung muss dann quasi das U-Boot von Bowser verschwunden sein. Kann man sich gerne eine Story draus spinnen. Ich finde das immer recht schön. Und hab das aber früher immer ganz cool gefunden. Dass ich mir so selber immer ein paar Sachen zusammengereimt habe. Finde ich immer noch cool. Was ich allerdings nicht so cool finde, dass wir jetzt alles nochmal sammeln dürfen. Gott sei Dank ist es nur bei einer 100 Coins Mission passiert und nicht irgendwie bei was Heftigerem. Jetzt schwimmen wir nur in die Nähe. Aber auch nicht zu nah. Wir wollen nämlich nur die Coins. Ohne dass die Kamera zu sehr spackt und ohne dass die Strömung zu krass wird. Perfekt. Yes. Schnell wieder weg. Ich hab nicht gewusst, dass das doch so heftig wird. Da ist ein Shell. 50 Coins haben wir schon. Soll ich mal ausprobieren, die Shell zu grabben? Das glaube ich noch nie gemacht, gell? Jetzt. Geilo. Ich habe das so selten bisher überhaupt in dem Game gemacht. Was passiert, wenn ich da nach oben jump? Au, die hält einfach nicht lang. Okay. Jetzt dann hier definitiv die Poles. Die brauchen wir später noch.
Der Moment, für den ich trainiert habe, kommt näher. So, und jetzt glaube ich, ist da irgendwo ganz, ganz safe das One-Up drin. Komm, 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 komm. Oh, scheiße, wo ist denn das? Da ist random nur so ein Feuergegner. Die Dogs. Wir sind wieder am Ort des Geschehens. Irgendwo hat es hier so einen Schalter gegeben. Für blaue Münzen. Ja, da hinten. Uiuiui. Ich hoffe, dass ich alles richtig mache. Und alles erwische. Weil sonst haben wir ein Problem, weil ich wusste jetzt schon immer, wo es sonst noch Münzen gibt. Ich glaube, die sind hier ein bisschen knapp beim Essen, aber das ist cool. Und ihr seht schon, wie easy, oder vermeintlich easy, das mit diesen Poles ist. Okay, wir sind bei den Blue Coins. Moment einmal. Gibt es, stimmt das jetzt? Gibt es in dieser Stage nur 101 Coins? Ist mich verarschen? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich meine, klar ist Konsei, aber es war halt frech. Okay, geil, das haben wir. Und Leute, ich bin gar nicht so schlecht klingen mit meiner Annahme. Ich muss hier einfach reinschwimmen. Und dann kommt das One-Up hier raus. Und es haut ab. Und es haut ab. Und es haut einfach ab. Malaka. Das ist so klar. Es ist so klar, Alter. Ich hab so ein Glück mit den Dingern. Und ich schwöre mal noch richtig schön gegen den Hai. Ich bin doch reingeschwommen, hä? Ich hab den weiter rankehen, weil da die Mauer war. Und irgendwie ist es jetzt auch viel schnell verschwunden. Nein. Da will man meinen, Lifesaver in der Dogs nicht, sollte nicht so schwer sein, aber dann ist es doch sehr, sehr heimtückisch. Schon wieder. Ich konnte es nicht einsammeln. Das ist doch fies, nur weil das in der Wand stuck ist. Brauche einen anderen Winkel oder was? Der gleiche Winkel. Oh. Und jetzt bin ich stuck in der Wand. Hey, was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Ja, ich habe keinen Bock auf dieses Achievement, weißt du? Ich habe keinen Bock auf die. Ich wollte jetzt gerade so ein Scheiß wie ich bin nicht auf dich angewiesen oder sowas, aber irgendwie bin ich es ja dann doch. Naja gut, dann haben wir das jetzt Gott sei Dank noch. Als nächstes gingen wir Full Course in the Docks. In the Dire Docks sogar. Denn hier kennen wir zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal Kappen kombinieren. Ja, ja, ihr sagt es richtig. Metall und Invisible Mario. Ist das nicht geil? Finde ich schon, dass die mit so Kombinationen so wenig gemacht haben. Stell dir mal vor, unsichtbarer Wing Mario und dann muss man so durch so Gitter durchfliegen. Das hätte doch was gehabt, oder? Ich meine, Metall und Flug, kann man das kombinieren? Ja. Vielleicht durch Gift durch oder durch Flammen. Das waren doch coole Ideen, oder? Also das hätte man mal richtig geil kombinieren können und in so einen Parcours umwandeln können. Gut, aber dann haben wir jetzt offiziell Bowser aus seinem Kellerversteck vertrieben. Die nächste Folge findet ihr in der Endcard, sobald es online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Heute, Moment. Ich habe ganz vergessen. Ich wollte euch jetzt sagen, was ich trainiert habe. Und manchmal muss man seinen Horizont erweitern und nicht nur die direkte Sportart lernen, sondern auch ein bisschen drumherum. Dementsprechend habe ich mich auf allen erdenklichen Arten vorbereitet. Ja, ist echt richtig. Geil, schon wieder First Try, kack ab! Ich habe euch nicht mehr gesagt, was ich machen muss. Wir müssen für dieses Achievement den Stern auf Bowser's Submarine einsammeln, ohne Bowser's Submarine.
Also jetzt genau umgekehrt zu den Red Coins. Mittlerweile bin ich ein Stangenprofi.